Ja. Geht dem Mikro. Gute Mittag. Merci für Ihre Präsenz heute. Die sieht heute das Panel ein bisschen mit gender balanced wie den von vier drüben. Voilà, heute das ein Solidaritätspakt dezidiert gehen. Das wichtig vielleicht auch noch ein Kehr drauf anzugehen, für was die Regierung ein Tripartit angerufen hat, für was es wichtig war, für LO eben zu handeln. Wir waren am Anfang am Gang und hatten gehofft, aus einer Covid-Krise rauszukommen, von einem Tunnel zu sehen. Wir sind gefallen an eine Kriegssituation. Russland hat die Ukraine angegriffen, was wirklich die Situation fundamental geändert hat. Das hat Impact auf die Weltwirtschaft. Das, ich meine, das sehen wir alle gut, das bringt eine Imprävisibilität mit sich, was immer problematisch ist. Die Croissance also ganz Europa substanziell nach innen revidiert gehen. Die Energiepreise und damit natürlich auch die Inflation sind auf ein Niveau gesprungen, dem wir auch seit ganz langem nicht mehr tun. In anderen Worten, wir sind am Anfang an einer Wirtschaftskrise. Und das haut noch wirklich zu früh für zu sehen, in welche Richtung das geht, wie lange das dauert. Worum geht es der Regierung an der Sozialpartner an der Tripartit? Erstens, die Arbeitsplätze aufzusichern. Das ist extrem wichtig. Zweitens, die Kaufkraft von den Leuten zu erhalten, besonders von denen, die auf dem niedrigen Platz auf der sozialen Leder stehen. An den Leuten, an den Entreprisen auch Vertrauen an Prävisibilität zu geben. Auch am Ausland, oder vis-à-vis vom Ausland, ist es ganz wichtig, die Message zu geben, dass Lützeburger Staaten, auf denen die Entreprisen sowie auch die Bürger zählen können, wenn es anfängt, mir schlecht zu gehen, wenn wir an einer Krisensituation sind. Ich meine, diesen Akkord hat also auch eine wichtige Signalwirkung über das Thema raus, was wir heute dann ganz konkret auch für die Bürger und für die Entreprisen machen. Dann wird eben heute drauf aus den Solidaritätspakt. Das ist ein ganz guter, equilibrierter Pakt. Erstens, klar zu sagen, dass wir alle gute Bekenntnisse zum Index haben. Die Indextranche vom April, die fällt, die wird fallen. Die Entreprisen kriegen Prävisibilität. Es wird 22 und 23 just eine Indextranche gehen. Die Indextranche, die im Moment für den August vorgesehen ist, wird dafür ab den April 23 verrickelt gehen. Die Entreprisen, die viel Energie verbrauchen, also besonders impactiert sind, kriegen konkret Hilfen. Die Leute kriegen den Kaufkraftverlust, den sie dadurch über die 8 Monate haben. Und auch plus den Impact von der CO2-Steuer an den Jahren 22 und 23 kompensiert, sogar überkompensiert. Der Premier hat ja schon einen Überblick gegeben, auch von dem ganzen Pack an der Chambre. Da war ein Debat damit. Und ich will dann heute von dieser Gelegenheit profitieren, für dann auf die verschiedenen Aspekte anzugehen, auch die finanziellen Aspekte anzugehen. Da will ich dann hauptsächlich auf 3 Punkte informieren. Erstens über den neuen Kredit Tempo Energie. Zweitens über die Reduktion von 7,5 Cent um Liter Benzin, Diesel und Maut. Und drittens auch eine Referenz machen auf die neuen Garantien für Bankprämien. Der Minister Fayo wird dann noch explizit noch mehr genau auf Daten für die Entreprisen angehen. Und ich bin ganz froh, dass Madame Tussing und auch den Herrn Legretzer hier sind. Und ich will Ihnen zwei und auch Ihren Equipen auch wirklich ganz, ganz große Merci so, weil das waren noch ganz, ganz lang dich. Ganz kurz Nächten, wo ganz viel heute geschafft gehen ist, weil ich meine, die Statistiken vom Stadtdeck für das Ganze, was wir hier machen, zu belegen, das ist am Anfang Basis dafür. Das heißt, du hast ganz viel Arbeit gelegt auf der Seite, wie gesagt, nachher auch ihre Equipe, Herr Legretzer, vielmals merci, und auch der Madame Tussing an ihrer Equipe, die uns ganz viele Grafiken gemalt haben, für darauf hinzukommen, wo wir dann gelandet sind.
Dann, wie gesagt, erstens will ich da wieder so über den neuen Kredit d'impôt Energie. Für dem sein Montant zu bestimmen, hat die Regierung der Stadtteck gefragt, genau auszurechnen, was den Kraftkraftverlust aus von seinem Indexrapport. Die Stadtteck hat seine Berechnungen gemacht und tut Independance, wie das ganz normal ist. An der Stadtteck hat du gesagt, was der Kraftverlust ist, an der Moyenne auch pro Monat, dann, wo den Index nicht fällt. Da das für eine Ménage am ersten Konti am Jahr 22 84 € de Monat, am Jahr 23 55 €. Für eine Ménage am zweiten Konti möchte der Kaufkraftverlust am Jahr 22 de Monat, wo den Index nicht fällt, 76 € aus. Am Jahr 23 leidet die Ménage schon nächst am positiven Bereich. All anderen Kontien hun dann statistisch gesehen kein Kraftkraftverlust mehr am Jahr 22. Wann den alten Mesuren dann auch an kontelt, und ich meine, das muss ich aber fairerweise machen, weil das entspricht ja dann auch der Realität. Die Teil dann auch von diesem Pakt sind, aufgesehen natürlich vom Kredit d'impôt. Auf der Basis haben wir dann einen neuen Kredit d'impôt entworfen, den wir dann den Kredit d'impôt Energie nennen. Der neue Kredit d'impôt wird pro Person gerechnet. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr dann eine Ménage also zu zweit Leute schafft, da kriegt die Ménage den Kredit am Anfang zweimal. Dem Stadtteck sind Berechnungen waren pro Ménage. Wir haben das geholt und wir haben es auf die Leute einzeln überdrohen. Das heißt, das ist schon eine große Überkompensation. Und das gilt sowohl für Salarien wie für die Independenten wie für auch die Leute an der Pension. Der Kredit d'impôt wird all Monat ausbezahlt, wo den Index nicht fällt, a priori also während den 8 Monaten von August bis März, August 22 bis März 23. Für Salarien und Pensionen zwischen 936 € und 44.000 € die Jahr. Das ist also den ersten Kanti. Ginnet dann mit diesem Kredit 84 € de Monat. Der Montant geht dann hoch bei Salären und Pensionen zwischen 44.000 € und 60.000 € die Jahr. Da sind wir dann am Kanti 2. Kriegen wenigstens 76 € dann de Monat, von 68 € und geht dann progressiv bis auf 0 € de Monat rauf. Das ist also eine Mesure, die ganz klar sozial gestaffelt ist. Und ich meine, das was für die Regierung an für verschiedene Sozialpartner trotzdem ganz, ganz wichtig. Die Leute, die dann den qualifizierten Mindestlohn an den unqualifizierten Mindestlohn haben, kriegen da sogar allmond mehr kompensiert, wie sie gekriegt hätten, wenn den Index gefallen wäre. Wir bezahlen noch 22 und 23 allmond, den Index geregelt gehen ist. Dieselben Hegemonto aus, ob schon laut Stadtteck 23 am Anfang am ersten Kantil in mehr niedrige Montant 40 gesehen wäre. Voilà. Wir bezahlen den Kredit pro Person. Ich habe das schon einmal gesagt, ob schon Part vom Kaufkraftverlust sowie den Stadtteil ausgerechnet wird, wie gesagt, sich immer auf den Ménage bezogen wird. Und noch ernst, wie die 2,5%, denen durch den Index beikriegt, sind die Montant beim Kredit d'impôt steuerfrei. Wir haben also klar mit einer Überkompensation zu denen, und ich gebe vielleicht gerne ein paar Beispiele dazu gehen. Eine Person, die an der Steuerklasse 1 den Mindestlohn verdient, also 2.257 €, kriegt pro Monat netto 42 € mehr, wie sie gekriegt hat, wenn der Index gefallen wäre. Eine Person, die den qualifizierten Mindestlohn verdient, also 2.708 €, kriegt pro Monat 38 € mehr, wie sie gekriegt hat, wenn der Index gefallen wäre.
Monoparental, den 4.300 Euro brutto de Monat verdient, also schon am zweiten Kanti als kriegt allmond 31 Euro netto mehr bei, wie kriegt hat, wann den Index gefallen wäre. Ein Junggesell mit 5.125 Euro brutto de Monat kriegt nach 22 Euro mehr bei, wie wann den Index gefallen wäre. En fait kriegt eine Person an der Steuerklasse 1, die unter 5.700 Euro brutto de Monat verdient, mehr ein hohes Montant kompensiert wie den sie über den Index kriegt hat. An der Steuerklasse 2 gilt das für Staat mit einem Revenu bis zu 5.000 Euro brutto. Für allem aber ist es wichtig, noch einmal daran zu erinnern, das Ziel von der Regierung Niveau, der Report vom Index zu kompensieren. Ich meine, das ist klar. Also ist es Heidremsgang, der Kaufkraftverlust zu kompensieren, das auf Basis zu machen von den Stadtdexrechnungen, wo ja den Index nicht annulliert wird, mehr reportiert wird. Da gebe ich zwei Wörter so über die Remise auf den Preise von den Petrolsprodukten. Das ist eine Mesure, wie man sie überall auch am Ausland gesehen, an der auch von den Gewerkschaften gefordert ist. Sobald das entsprechend Gesetz wird der Kraft sind, bis Ende Juli 2022 wird die Stadt dann eben 7,5 Cent zum Preis auf der Pumpe überholen. Dem also den entsprechenden Monto wird aufgehen. Wir gehen nicht unter Taxisen, also auch nicht CO2-Steuer. Die 7,5 Cent gehen vom Petrolier vom Preis aufgerechnet. Das ist also eine Netto-Reduktion. Dafür wird ein Gesetz gemacht, weil ganz kurzfristig wird ob den Instanzen wie geschickt gehen, die Reduktion tritt erkauft, sobald dann das Gesetz en vigueur ist. Das heißt nicht, dass der Preis wird angefroren gehen, weil Preise weiter am Marché natürlich variieren werden. Sie werden eben just 7,5 Cent mehr niedrig sein, wie sie eben sonst wären. Auf einem Tank von 50 Liter möchte das immerhin 3,75 Euro aus. Gerade Leute, die vormisse werden, das mänglich zu apprécieren wissen. Wir machen dann noch eine neue Garantie für Bankprämien, ein Modell von den Garantien, die die Stadt schon auch am Kader von der Covid-Krise gehen hat. Banken kennen das System, und das System, das funktioniert auch. Wir werden den System also soi-disant reaktivieren für denen Entreprisen, die high visiert sind, können zu helfen, für eventuell Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Dann erlaubt man für ich paar wieder zu sagen über die Implikationen dann für die Staatsfinanzen. Der Solidaritätspakt für den Gesamtvolumen, wenn ich das so kann, von 1,335 Millionen, 1335 Millionen, das sind also bald 2% vom PIB. Das ist ein solides Montant. Der neue Steuerkredit, Kreditimpôt Energie, wird als 440 Millionen kosten, weil Studenten und Beneficiären vom Revis nicht vom Steuerkredit beneficieren können, helfen wir denen dann Studienhilfen, da werden wir dann ein Montant von 10 Millionen weiter ersetzen. Und bei der Anpassung vom Revis, wie auch für die Personen gravement handicapées, werden wir sie weiter unterstützen mit 4,5 Millionen. Die Remise von den 7,5 Cent Benzin und Diesel bis Juli und dem Mazut, das wird bis Ende des Jahres gehen und nicht just bis Ende Juli, wird es die 75 Millionen kosten. Die Revision von der Subvention Loyer wird es 5 Millionen kosten. Die Reform von der Prime E-Haus am Logement wird es 2 Millionen kosten. Und die Entreprise, da wird Herr Feier natürlich auch mehr präzise darauf eingehen, wird es 225 Millionen kosten. Das ist ein Total von ein bisschen über 760 Millionen. Da sind wir dann also plus ou moins bei 1% vom PIB. Die Mesuren vom Energiedisch, die
auch einen direkten Impact auf die Kaufkraft tun, die auch mit angerechnet wurden am Stadtteil seine Statistiken. Darüber hat man schon kommuniziert, die sind auf einem Montant von 75 Millionen Euro. Das Ganze also zusammen liegen wir bei 830 Millionen. Dabei kommen dann noch bis zu 500 Millionen Garantien, die der Staat dann überhält, die ich auch kurz mentioniert habe. Aber das sind ganz viele Suen, ich meine, das möchte mich natürlich als neuen Finanzminister setzt mich an eine partikuläre Situation. Ich meine, und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass die Suen wirklich gut investiert sind, weil die Alternative nichts zu machen, meine ich, wäre mittelfristig für die Gesellschaft, für die Leute, auch für die Unternehmen, für die Wirtschaft am großen und Ganzen viel mehr daher gehen. Gleichzeitig muss ich sagen, meine ich, wäre wirklich Lohai auch nicht dran gewirrscht. Wir wissen nicht, was geschieht, wir wissen nicht, wo die Situation mit dem Krieg fährt, wir wissen nicht, wie es weitergeht mit den Energiepreisen, wir wissen nicht, wie es weitergeht mit der Inflation. Wie ich schon gesagt habe, wir hatten 2021 quasi ein equilibriertes Budget am Zentralstaat. Eigentlich hat das gut Resultat, dann auch eine Verbesserung für 2022, also das Jahr, hat können mit sich bringen. Aber bon, lo hat die Situation sich geändert, das ist also so, und lo machen wir dann das Beste draus. 2022 war bislo am Budget ein Defizit von 1,2 Milliarden Euro vorgesehen. Wie gesagt, die Situation ist also ein bisschen anders. Das eben lo, dass man in einer Kriegssituation sind an der Ukraine, an allgemein Verschlechterung von der Konjunktur, die das dann auch mit sich bringt. Dementsprechend werden dann noch als Resetten Männer gut ausfallen, leider. Daneben kommen dann auch die Mesuren von diesem Solidaritätspakt, sodass wir 22 Awanes mehr soliden Defizitwerten haben, die kennt Richtung 2 Milliarden Euro gehen. Bon, das ist ganz klar auch meine Responsabilität als Finanzminister, dafür zu sorgen, dass das heute alles nicht aus dem Ruder läuft. Und dass wir auch einen AAA behalten. Den AAA ist für mich, und ich meine für sonst auch kein, weder an der Regierung noch sonst hier im Land, eine Formalität. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist aber der Garant für finanzielle Stabilität von unserem Land, von der Zuverlässigkeit, auch von der Attraktivität von unserem Land. Das ist und bleibt extrem wichtig für mich und für die Regierung. Den Pakt entspricht auch den Rekommendationen von den internationalen Organisationen, FMI, OCDE, die haben uns alle guten a Repetition souligniert, dass nicht nur uns, sondern alle guten die Länder, die an den Organisationen vertreten sind, dass man ganz gut aufpassen, dass die Mesuren, die geholt gehen, sozial zibliert sind und auch an der Zeit limitiert sind. Also keine strukturellen Mesuren holen. Und ich meine, das ist auch, was wir hier machen. Wir machen sozial ziblierte Mesuren und wir limitieren sie an der Zeit. Ich gehe frei abhalten und dann dem Herr Fayot, ich will ein bisschen lang dem Herr Fayot fortgehen. Aber für mich ist es doch ganz wichtig, dass nun Herr Fayot dann auch Madame Tussing kann probieren zum neuen Kredit d'impôt Energiesäulen. Aber wenn ihr Fragen habt, dann antworten wir ganz gerne darauf. Und dass du noch den Serge Allegrezza auch als kann nach mehr Background-Informationen geben, weil ich meine, alles, was wir hier gemacht haben, ist basiert auf Informationen vom Stadtteil. Dafür ist die Wolle auch ganz wichtig zu verstehen. Ich so nicht, merci. Ja, schöne gute Mitte noch von meiner Seite. Wenn wir am Dezember letztes Jahr nach an der vierten Tripartit nicht wirklich eins waren,
iwwer de Konstat vun enger Krise, von einer Wirtschaftskrise, dem uns wärmer nach an enger Perspektiv von Relance von der Ökonomie, von einem Rattrapage nur der Pandemie, wo wirklich auch die Ökonomie stark gebrummt wird, waren trotzdem schon eine Reihe deichter Wolken Himmel, so dass man haut am Kader von dieser Tripartit wirklich alle Guten die Konstat gedeelt tun, dass es wirklich graf Probleme gibt, die auch ein direkt Handeln erfordert tun. Wir haben gesehen, dass immer mehr, dass natürlich die Energiepreise, die schon hoch waren seit September letzten Jahr, nach mehr durch den Plafond gegangen sind, dass so eine Reihe Lieferketten nicht mehr funktionieren, dass Preise von Materialpremieren an die Luft gehen und dass auch den allgemeinen Kontext für die Wirtschaft immer mehr kompliziert wird. Das ist ein Tableau, das gemalt ist von den Repräsentanten von der URL, am ersten Teil von der Tripartit, an die Konstat ausmänglisch breit gedeelt gehen zwischen all den Sozialpartnern und auch von der Regierung. Wir haben zum Beispiel für ein Beispiel zu gehen, was die Explosion von den Energiepreisen und auch Preise von verschiedenen Materialpremieren angeht, da haben wir gesehen, dass Dezember 2021, also an der Evolution von den Preisen seit Dezember 2021 mit Referenz auf 2019, zum Beispiel beim Gas, eine Augmentation da war von plus 900%, beim Strom plus 800%, aber bei Stuhlschrott an Koffer plus 60%. Das ist just ein Beispiel von Energiepreisen, Materialpremieren, die durch den Plafond gegangen sind, sind eine Reihe anderer so Inzidenzen, die man noch nicht genau mesurieren, aber die, wie gesagt, den Tableau aber relativ klar durchgestaltet haben und auch wirklich gewiesen haben, dass man lo müssen handeln. Und dafür bin ich froh, dass man die Tripartit hatten. Es war ein gut Tripartit, wo man einen seriösen Dialog gefordert haben, auch weil man den Konstat gedeelt haben, innerhalb Partner rund den Tisch. Es war eine lange Diskussion, eine gründliche Diskussion, wo wir es échangiert haben, wo wir es Zeit geholt haben, für man ihn zu schwätzen. Und auch wenn ich natürlich bedauern, dass den OGBL nicht bei diesem Akkord dabei ist, dass das hier und sich von dem Point de vue ein Akkord partiell ist, so bin ich aber froh, dass das Modell von der Tripartit sich bewährt hat. Und ich gebe auch wirklich gerne denen Partner, die hier mitgemacht haben, große Merci sagen. Der URL, dem LCGB und der CGFP, sie haben das gemacht, was verantwortlich ist für die Leute, die Kaufkraft verlieren, am meisten drinnen leiden. Und Juriko Backes hat das just gut illustriert anhand von ein paar Beispielen, wie die Kreditdimpots da wirken, aber auch für die Wirtschaft, die durch ganz turbulente Zeiten geht. Den Pakt, den wir verhandelt haben, den Solidaritätspakt, wie den Premier in Haut an der Chambre fand ich gut genannt wird, setzt den Index a keiner Art und Weise auf froh. Mit einem limitierten, zeitweilig op eng Indextranche des Jahr an eng next Jahr am April 2023 an der Hypothese für das Jahr gibt nach eng Falle, was ja probabel ist, nur den Chiffren vom Statec. Wenn eng weiter Tranche dann next Jahr gibt fallen, so geht die 12 Monate reportiert, sie geht nicht annulliert. Das ist wichtig. Und was auch wichtig ist bei dieser Tripartit, dass das de klare Bekenntnis ist von all den Partnern rund um den Tisch, Regierung, URL und natürlich auch Gewerkschaften zu dem wichtigen Instrument vom Index. Und ich bin noch immens froh, dass heute an der Chambre so einen breiten Konsens rund um diesen Akkord sich fanden und auch ein ganz stark Bekenntnis zum Index. Ein Index ist bleibt ein wichtiges Instrument von unserem sozialen Modell, von unserem sozialen Zusammenhalt. Ich meine, das richtig am nötig an dieser Zeit auch für die Wirtschaft die nötige Prävisibilität zu gehen, ob 2 Jahre für eben den Ajustement Index auf eine temporäre Art und Weise zu machen.
Das, was man machen mit diesem Solidaritätspakt, ist aber auch wichtig für uns, weiterhin die nötige Macht zu lassen, für die Zukunft zu planen. Da das gesagt ging von den Repräsentanten von der URL, wir sind an einer Transformation von unserer Wirtschaft. Wir müssen als Wirtschaft dekarbonisieren, als Wirtschaft digitalisiert sich. Und die zwei Transitionen muss man auch begleiten durch die nötigen Investissementen, durch die nötigen Kofinanzmenten, die man als Staat machen. Das machen wir ganz viel am Wirtschaftsministerium, das geht auch natürlich am Finanzministerium gemacht. Und das ist wichtig, dass der Solidaritätspakt als die nötige Macht der Manöver durchlässt, für weiterhin Äden zu machen, für Dekarbonierung, Digitalisierung, aber auch für neue Sektoren aufzubauen, sei das Space oder Santé-Technologien oder manche andere Sachen, die wir noch weiter developieren. Ich fand gut, dass den Solidaritätspakt auch budgetär so ist, dass man nicht relativ schnell nur muss mit einem neuen Zukunftspakt oder wie in einem Volksmund heißt, Spurpakt dann nur kommen. Ich gebe gerne kurz angehen, ob die verschiedenen Mesuren für die Betriebe aus dem Solidaritätspakt, das einerseits sind das Mesuren, die denen Unternehmen direkt helfen, die an der Suite vom Krieg an der Ukraine leiden, an die auch unter der hohen Inflation, aber besonders unter den hohen Energiepreisen leiden. Aber wie immer bei Mesuren, die den Betrieben zugutekommen, geht es doch um Mesuren für die Arbeitsplätze zu präservieren, da das auch kann gehen, dass man alle Guten an einem Boot setzen, wenn man etwas machen für als Betriebe, dann ist das natürlich auch gut für hier Belegschaft, das auch ein Konstat, den immer möchte, wenn ihr beide Betriebe geht auf den Terrain, wie eng da wirklich die Relation da besteht. Wir haben kurz an langfristige Hilfen an diesem Solidaritätspakt aus Sicht von der Betriebe sicherlich die wichtigste Mesure, die für die Kompensierung von dem hohen Strom- und Gaspreisen. Von der Hilfe kann all Betrieb profitieren, indem sie Energiekosten 3% op manst vom Chiffre d'affaires ausmachen. Das sind die sogenannten energieintensiven Betriebe. Und das sind nicht nur Industriebetriebe, die von denen an alle Sektoren, die viel Energie brauchen. Mit der kompensieren wir 30% von den Mehrkosten, die wir eine Verdubelung von den Energiepreisen rausgehen. Die Formel ist ein bisschen komplex, ich spüre nicht im Detail, aber das ist ungefähr den Schlüssel. Eine kleine oder mittelgroße Entreprise kann so eine Hilfe von bis zu 2 Millionen Euro aufrufen, über die ganze Periode von dem Temporary Framework, den von der Kommission gemacht ist, für den Ukraine-Krieg, Süden vom Ukraine-Krieg abzufangen. Und dann eine Pertexploitation dabei da kann den Tour auf 50% gehen, aber bei verschiedenen Betrieben sogar auf 70%. Gehen. Die finanzielle Enveloppe von der ganzen Hilfe ist 225 Millionen Euro. Die zweite, kurzfristige Hilfe sind staatliche Garantien, wenn ein Betrieb Prä bei einer Bank möchte. Juriko Backes hat das schon angeschaut. Das ist so ungefähr wie den Covid-19-Prä, wo man ja auch staatliche Garantien drauf gehen und du hast da eine Enveloppe von 500 Millionen Euro, die aber natürlich nicht müssen decassiert gehen, das ist eine Staatsgarantie, die auf denen Prä spielt, die von kommerziellen Banken gemacht gehen. Das sind alles Mesuren, die man an der Tripartite festgehalten haben, wo man natürlich noch ein Gesetz dazu machen, aber wo man auch noch dann zu dem Gesetz müssen von der Brüsseler Kommission ein Verwerde zu kriegen. Ich hoffe aber, dass das ähnlich wie das bei der Covid-Hilfe der Fall war, auch schnell an Zeit nur kann geschehen. Bei den Hilfen für die Energiepreise, das sind Projekte, die ich mit dem Claude Thomas zusammen mache, wo man da wird in le moment venu, wenn die Projekte um dich leiden, auch noch einmal darüber kommunizieren. Wir haben auch prinzipiell an der Tripartite festgehalten, dass wir ein Weiter-Aid machen für Betriebe aus der Konstruktion, dem Lebensmittelhandwerk und dem Transportsektor. Das sind alles Sektoren, die unter den ganz hohen Dieselpreisen
leiden, an die aber par ailleurs nicht die energieintensiv Äden do fallen, das ein Äd, wo man den Detail allerdings noch muss ausschaffen. Dann haben wir eine weitere Mesure, die zwar allerdings schon geplant war, mit die Orlo könnt, die an diesem Solidaritätspakt dran ist, das den Kompensationsmechanismus für Mehrkosten aus dem ETS-System, der wird direkt nur der Ostervakanz deposiert, über den Kader, den für schon bestanden hat, mit dem erneuert wird, können wir helfen, ausbezahlen, die, wie gesagt, am Kader vom europäischen Emissionshandel für CO2-Zertifikate Mehrkosten kompensieren. Das ist besonders eine Hilfe, die wichtig ist am Stahlsektor. Du haben eine Envelope bis 2030 von 500 Millionen Euro, die aber allerdings schon budgetisiert, weil die also nicht an die Envelope vom Solidaritätspakt dran ist. Wir haben darüber hinaus auch natürlich, und da gucken wir in Zukunft, wie gesagt, an die Energie- und Klimatransition sind wir am Gang zu gucken, wie wir können also ganzen Regime anpassen, ob das was von der Kommission könnt. Ihr wisst, dass du Reflexionen am Gange sind, für den ganzen Kader von den Details anzupassen und die Transition. Da kommen neue Instrumente, wie zum Beispiel die Infrastruktur, Investimente zu ermöglichen, für auch nach mehr an der Kreislaufwirtschaft zu machen, bref für die ganze Transition wert und digital danach besser können zu akkompagnieren und zu kofinanzieren. Und das wird man auch Ende des Jahres wahrscheinlich dann auf den Instanzen bringen. Das ist ja eine von den größten Lektionen, die wir aus dieser Krise ziehen, dass wir mehr unabhängig gehen von fossilen Energien, dass wir, wie gesagt, als Wirtschaft müssen dekarbonieren. Und das geht eben auch über den Weg von Hilfen für eben Betriebe bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. Da geht natürlich dann auch, das geht auch darüber, dass wir die nötige Expertise an den Betrieben kriegen. Hier soll ein Etat des lieux gemacht in eine Analyse, für das all einzelne Betrieb eine klare Aufstellung kann machen, wo ein Potenzial gesagt für Abspurungen zu machen. Wir wissen, dass das insbesondere bei kleinen und mittleren Betrieben ein Problem ist, weil das alles natürlich kostet. Und da sind wir auch am Gang mit Lux Innovation ein neues Programm aufzustellen, mit dem Namen Fit for Sustainability, wo das Wirtschaftsministerium dann den Etat des lieux kann machen an bis zu 70% von den Kosten vom Konsultant, den er möchte, dann in dem Moment auch überholen. Das ist ein Maximal-Aid von 100.000 Euro. Auch mir langfristig nach als eine Hilfe ausgelöst, für das Betriebe mir propren Fuhrpark kriegen. Remenke du zusammen mit Claude Thomas feiern wir eine finanzielle Unterstützung an beim Ausschaffen von Kamionetten und Kamionen mit niedrigen Emissionswerten. Wir werden parallel dazu auch eine Hilfe aufhören für Generalbetriebe bei ihren Dekarbonationsprojekten zu unterstützen. Auch da gehen Details nach zusammen mit dem Energieministerium ausgeschafft. Das sind grosso modo die Mesuren, die wir holen, für die Betriebe zu helfen. Ich meine noch, dass das gerade so wie das, was wir bei der Städte machen, einen equilibrierten Park ist, wo wir wirklich können, auf eine punktuelle Art und Weise intervenieren, ohne Helikopter suchen, über die Betriebe zu strehen. Das ist auch gesagt im Kader von der Tripartite, wir müssen zibliert schaffen, wir müssen noch ein Signal geben von Sobrietät, dass wir wirklich am Gang sind, Weg sind von der Transformation von unserer Wirtschaft anschmengen, dass den Solidaritätspakt auch, was den ökonomischen Teil angeht, wirklich dem Anspruch gerecht wird. Ich gebe dann dummer der Wort gehen und den Serge Allegrezza, den als enkel kann explizieren, bis was die Approche mit den Kantilen, wie das funktioniert, und auch weil wichtig ist zu verstehen, was den Point de départ von der Kaufkraft, wie man das berechnet hat.
Merci, Madame Minister. Herr Minister, ich schwätze um den Dokument für Groß Stadtdeck, das darauf steht, dass das ein Dokument wird auch zum größten Teil an der Tripartit über all die Ideen schon nicht an Weekenden benutzt gehen. Will ich pur Erklärung dazu gehen. Ich meine, ich will gerade noch hören an der Debatte in der Chambre, dass du bemängelt gehen, dass das nicht genug Informationen darüber zirkuliert. Ich meine, da können wir dann eng Party davon gehen. Also das Mandat war das für so ein das ein Impact auf den Pouvoir d'achat, mit Verdelung auch davon gucken, ne, von denen die Männer verdienen an die mehr verdienen, das heißt die Kantilen. Die Kantilen ist ganz einfach der Revenu vom Ménage vom kleinsten bis zum größten Alkes per Tranche von 20% von der Leute. An den Kantil 1 zum Beispiel, das Revenu brut geht davon bis 44.000 und dann Kantil 2 geht von 44 bis auf 60.000. Das ist wichtig zu unterscheiden, die unterschiedlichen Gruppen von Ménagen selon le Revenu. Die zweite war Kompetitivität und der dritte war Transition energetik. Und als Prävision von der Inflation, die wir publiziert hatten, die hat gewiesen, dass erstens mal eine Tranche gibt, wenn wir April fallen, pile poil, das die zweite leider bei $100 de Barrel brennt, wären wir dann landen wir im August. Und das ist aber so, dass das so schnell können und Betriebe haben nicht die Möglichkeit, die Produktivität bis zu dem Zeitpunkt so hochzubringen, dass sie so einen Schock auch könnten absorbieren. Dafür ist es normal, dass am Anfang ein bisschen die Möglichkeit geben, das zu kompensieren durch eine Erhöhung von der Produktivität. Dafür brauchen wir aber Zeit. Und dann auch die Imprävisibilität. Ich meine, das spielt auch eine ganz große Rolle, weil wir als Prävisionisten, wir gehen von der Hypothese aus, dass man brennt von $100. Ich habe gerade geguckt, leider bei 108. Und wir wissen nicht, was den Zerg vom Kremlin alles dezidiert. An dem Moment kann ein Schock sein, den die Inflation noch viel weiter treibt. Und dafür ist es effektiv wichtig, dass in Hai eine Prävisibilität kriegt, dadurch, dass in dem Moment auch den Index dann die nächste Tranche ein Jahr kann verschieben. Wir sind, was ganz wichtig ist, Madame Backes hat gesagt, wir sind ausgegangen von der Perte de Pouvoir d'achat. Das ist eine ganz wichtige Notion. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach geguckt, Dépensen von den Ménagen, Energie und Non-Energie, seit schon just vor der Pandemie, 2019 plus Pandemie, bis 2021, an eine Prävision ab 2022 geguckt, was sind die Dépensen, wie sind die evaluiert pro Kantil. Das heißt, und das tut an einer Grafik haben wir das durchgestellt, die auch der Tripartit vorgedruckt hinaus auf der Seite 4. Da sieht ganz gut, dass wenn ihr guckt, par rapport zum Revenu, seht ihr ganz gut, dass die Miarm, die defavorisiert, bezahlen viel mehr, also hier Dépensen par rapport zum Revenu, sind viel mehr hoch. Donc eng Inegalität an der Konsumation, und das bringt natürlich dazu, dass eng Perte de Pouvoir d'achat probabel ist. Allerdings guckt ihr noch auf der anderen Seite, was sind die verschiedenen Revenuen. Und da haben wir dann eine Reihe von Simulationen gemacht. Das ist dann die Tableau auf der Seite 5, den das ganz viel an der Tripartit benutzt gehen. Da sind die verschiedenen Simulationen. Was du wichtig hast zu gesehen, die als per Kantil, das von den Index ging funktionieren. April an August, dann ist ein starken Perte de Pouvoir d'achat, wenn ihr sonst keine Mesure möchtet. Also den Index auch schon ein gutes Instrument, aber geht an dieser Situation nicht durch, auch speziell nicht für die Männer favorisiert. Dann war ja den Energiedurchkommen, sind ganz viele Mesuren sind da dezidiert gehen. Und das hat natürlich auch geholfen. Aber wir haben festgestellt, dass wenn ihr dann die Indextranche reportiert auf nächstes Jahr, dann ist aber noch ein Gap, die muss dann den entsteht. Das ist ein Perte de Pouvoir d'achat für die Q1 und die Q2, das ist innen an der Distribution von den Revenuen. Und das sind €419,83. Das sind die Rotzahlen, die auf dem Tableau 3 sind. Du siehst da für 2022, was eigentlich verloren. Und das war die Basis von der Diskussion, wie können wir den kompensieren. Die ganzen Negoziationen haben sich doch einmal gedreht und haben allerhand Mesuren gesicht am Dialog,
die der Toten könnten kompensieren. So wird man dann Tussing darüber schwätzt, die wird den Kredit d'impôt, der schlussendlich zurückbehalten ist. Wir sind noch hier an einer Logik Ménage, weil wir sind immer noch bei den Ménagen, so wie die Leute wohnen und leben. Und voilà, das heißt, das ist eine Logik Ménage, aber von der Äden, die kommen, das sind Foyer fiscaux, und das heißt, das ist am Fangol ein Instrument, das, muss ich so, nach mehr generös ist, wie das Stadtdeck momentan, da ausgerechnet, ich muss so, wenn ich Zölle gucken, die beschlossen sind, also wirklich eng stark Überkompensation. Die Rotzölle verschwannen dann komplett. Den Pouvoir d'achat ass de moment gedeckt ënnen. An ich muss so die méiverdinge kommen och Tableau weis dat Pouvoir d'achat kommen net schlecht ewäch. Voilà, ich bleiwen do bei Sto. Ich menggen die Zölle genug van heieren, dann schmengent man am Tussing kann so konkret wat dat fir die Einzelmenagen wat dat durchstat. Ja, vielmals merci. Gute Mittag dann auch von mir, dass vieles gesagt gehen. Madame Finanzminister hat ich Details erklärt von dem Kredit d'impôt, weil ich schlussendlich Wert proposiert gehen. Ich brauche nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Den Herr Allegrazza hat ich die Originen von unseren Diskussionen erklärt, notamment den famosen Tableau. Wir haben als Steuerverwaltung über die letzten und die letzten Wochen eine ganz Reihe Varianten proposiert, wie kann über den Weg von den direkten Steuern die Perte de Pouvoir d'achat kompensieren, respektive überkompensieren. Es war relativ schnell klar, dass der Weg von einem Steuerkredit und so stehen war, den HI übrig war und den auch von der Regierung und von den Sozialpartnern so erwünscht war. Diskussionen waren ein bisschen mehr lang am Detail von so einem Steuerkredit und notamment an den Montan von seinem Steuerkredit. Wir haben als erste Proposen angefangen gehabt, an dem wir eigentlich wollten mit den bestehenden Steuerkrediten, wie wir sie heute kennen, sprich der Kredit d'impôt salarié, Kredit d'impôt pensionné und der Kredit d'impôt pour indépendant Europe gehen. Zusätzlich zu dem anderen Kredit d'impôt, wie wir kennen, der unter den Mindestlohn auch noch geht. Bon, schlussendlich haben wir dann dezidiert, für einen neuen Kredit d'impôt zu proposieren, auch nicht nehmen, weil wir uns ein bisschen mehr lach an den Tranche de Revenu wollten gehen, die davon benefizieren. Ich erinnere daran, dass die bestehenden Kredit d'impôt, dass die für das Mal runtergehen, ihr so Maximum kommen, für das untechnisch zu erklären. Und da sind so Maximum, und da gehen sie heute bei 80.000 Euro die Jahr gehen sie auf null. Hier wird erwünscht, mehr zu machen, auch von das nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, auf Basis vom Tableau vom Stadthack. Dafür haben wir dann hier gesehen, einen neuen anzufeiern. Und die neuen, Madame Backes hat erklärt, sollen sich so laufen, dass all die Leute, die Salär und Pension kriegen, respektive bei den Independenten muss man noch gucken, wie wir das machen wollen. Wir müssen schon Gesetze schreiben. Zeit nur, wie Madame Backes sagt, aber trotzdem, wir müssen sie dann einfach schreiben, dass die quasi 8 Mal supplementär zu ihrer Pai, am Ausbezahlen von der Pai vom Patron, am ersten Kantil 84 Euro beikriegen pro Monat. Und am zweiten Kantil dann zwischen 84 und 76. Am dritten Kantil gehen wir dann progressiv rauf auf null. Was wie gesagt, mehr als wie das, was wir heute über Kredit d'impôt machen. Laut Tableau vom Stadthack, das heute gesagt ging, hätte man viel mehr können machen, für den Pouvoir d'achat auszugleichen. Das bewusst dezidiert ging, für den Pouvoir d'achat zu kompensieren, notamment den ersten 2 Kantilen. Ich wollte aber dazu sagen, dass auch von das nicht der But recherché war, den Effekt von der Mesure ist, dass man uns notamment an denen 2 Kantilen
lo méi machen, dat die Leiit méi rauskreieren, wie dat wat ze krit hätten, wann de Indextranche normal gefall wär lo am die nächst die vier gesinn hast. Madame Backes huet et gesot. Voilà, vielleicht noch zu sagen, dass auch ugedeiht gin an den Monten lo von dem neuen Steuerkredit sind die Kompensationen schon mal dran für die Augmentation von der CO2-Steuer sowohl für 22 wie für 23. Für den Rest Detailer allein um dich stehen gerne zu Ihrer Verfügung, wann ihr froh sind. Merci. Merci, Madame Tussing. Voilà, ich hoffe, die gesieht mit all den Explikationen, die vielleicht auch in der Chambre, die Premier gehen wird, an die Meerich Orlo konnten gehen, dass der heute wirklich ganz seriös, ganz soliden Pagas, den Amentere von den Bürger vom Land auf der enger Seite an hauptsächlich eben an denen aber nicht nimmen, an denen innersten Kantinen in 2, mehr auch 3 für wirklich ganz gut Kaufkraftverlust zu kompensieren und auf der anderen Seite den Entreprisen vom Land entgehen könnt, also sie auch unterstützt. Ich meine, an dem Sinn ist das heute wirklich Win-Win. Das waren keine einfachen Diskussionen, das waren lange Negoziationen. Ich meine, wir sind auf dieser Seite auf alle Fall wirklich zufrieden. Und ich hoffe, dass das Explikationen dann noch util waren für euch. Und mir stehe ich natürlich ganz gern zur Verfügung für Frauen. Guten Mittag, David Marquez für den Quotidien. Ich gebe ein mehr präzis vorstellen zur Indextranche für 23, also dem Kalkül vom Stadtdeck nur als kein für 23 vorgesehen, wenn ich das richtig gelesen habe, können Sie das konfirmieren. Voilà, gut, dann also der verschiebt auf 23, das ein regulär für 23, das ist nicht vorgesehen, am Moment. Voilà. Gut, mit der stellt sich froh, die ich auch für Drüschen an der Pressekonferenz umgestaltet hat. Am Kommuniqué von der Regierung steht, dass falls ein weiter Tranche 2023 gefällt ist, dann regulär gibt Tripartiten eine Summe kommen. An der Herr Feier oder weil er gesagt wird, auch am Dokument steht am Kruten, dass falls 23 ein gefallen gibt es automatisch deklariert gehen. War das richtig, können Tripartiten eine Summe falls 23 ein Tranche fällt oder also d'office décidiert, dass egal wer auf 24 deklariert wird. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Also die Clause de Rendezvous, die aus gefrot gehen von den Gewerkschaften, die den Akkord unterschrieben und für effektiv nach an der Eventualität sich auch zu gesehen, wann das antreten wird, natürlich dann noch gefäschen, dass die Inflation viel mehr höher ist, wie das, was man vorausgesehen. Wir sind in ganz unsicheren Zeiten. Wir wissen en fait nicht, was nächstes Jahr wird geschehen. Das ist kein Kristallball. Effektiv, das hängt von ab, wie der Krieg evoluiert, wie welche Reperkussionen das hat weltweit auf die Wirtschaft. Wir haben im Moment, also aus Shanghai, in einem Lockdown, das sind Sachen, die man nicht alle guten Loom hat, weil wir alle guten an die Ukraine gucken, mit die aber auch riesige Implikationen können nun auf die Weltwirtschaft. Das sind alles Entwicklungen, die wir heute nicht kennen. Und dafür wurde das aber weiß geschenkt für do eben am Kader von der Tripartite als so eng Möglichkeit zu gehen für Rendezvous. Nichtsdestotrotz als der dann auch richtig und das wird doch den Prinzip bleiben, dass man sich wann 2023 soll ein Indextranche sollte eng fallen eng regulär, das ist nicht von April 23, dass die dann 12 Main rapportiert gehen. Okay. Merci dafür. Zweite Frage gebe ich stellen. Die Hölle von den Entreprisen raus bezahlt gehen, gibt da ein Klaus dran, für zu verbieten, dass die Entreprisen, die Suche kriegen vom Staat, Verbote kriegen, zu entlassen. Hast du ein Klaus für gesehen? Also da das nicht viel gesehen,
weil ich weiß, das ist effektiv ganz technisch, den Framework. Da tut er ja typischerweise an der Kurzarbeit. Die Betriebe, die auch am Covid-19 an dem Chômage partiell strukturell, die konnten von der Kurzarbeit benefizieren und sich effektiv müssen engagieren, nicht zu lizenzieren. Ich gehe davon aus, dass das keine Konditionalität ist an denen Hilfen nach dem neuen Framework. Okay, für die schlecht von meiner Seite eine technische Frage, die vielleicht Madame Toussaint kann beantworten. Wie das die Kompensation über Kreditimpôt lebt, wie gehen die konkret ausbezüglich? Wird das nur der Steuererklärung von 23, wo da retroaktiv zurückbezüglich? Ich könnte da vielleicht Details nennen. Ja, merci für die Frage. Unter der Kondition, dass das Gesetz, was wir da werden präparieren, auch so gestimmt wird, als envisagiert, dass der neue Steuerkredit, dass den mit der Pai pro Monat ausbezahlt wird, respektive mit der Pension und dann a priori ab August 22 bis März 23 inklusive. Ulreuter Reporter.lu. Ich hatte vielleicht als ich mal für Verständnis frohen, notamment die Zöllen, die der Herr Gretzer gerade geliefert hat, die beziehungsweise Option, also vom Kaufkraftverlust beziehungsweise Option 2019. Hier steht, dass in den letzten 2 Jahren Kaufkraft am Allgemeinen übergegangen ist von den Menagen. Für so kann ich ja aber nicht so, dass es eine wirklich Überkompensation ist, bei zum letzten Jahr zum Beispiel. Nee, das ist eine Rechnung, die hält die ganze Periode en compte. Das sind alle Dépensen, die en plus kommen. Dépensen énergétiques et non énergétiques. Das ist den Delta, das ist der Plus, den dabei kommt. Ne? An den als geguckt gehen, wie als den gegenfinanziert von den Ménagen. Ne? Dass die Evaluation von der Revenu, da war zum Beispiel ein Indextranche am Oktober vom letzten Jahr, da sind Augmentationen von Salären gewirrscht, denen haben wir alle gute Rechnungen gedroht. Ne? Und dann haben wir geguckt, was bleibt danach recht, was eigentlich zu kompensieren wird durch die Explosion von Dépensen. Voilà. Das heißt, das ist so, wenn das so Sold von Pouvoir d'achat, der nicht gedeckt war. Dann haben wir geguckt, wenn just ein Index spielt, was möchte das? Da kommen die Mesuren vom Energie durch. Dann haben wir geguckt, was bleibt danach dann übrig? Und dann kommen die Negoziationen am Kader von die Diskussionen, die da stattfanden, wo man dann den Kreditimpôt zurückbehalten hat für den Delta, was nach rechts geblieben ist für 22 und 23. Wenn da guckt, dann Dingen, oder 2 Tableaus, auch 23. Und du siehst, dass dafür als dann 22 wird kompensiert wird an 23, aber bei 23 da fällt dann eine Indextranche, die dann rattrapiert den Perte Pouvoir d'achat, die dann stattgefunden hat, die man dekaliert tun. Ja. Voilà, das ist so wie ein Tableau muss lesen, das am Anfang sollt über die Jahre. Das ist just die Lastlinie vom Kreditimpôt, die fehlt. Also da wären eigentlich dabei. Voilà. Weil ja, ich Defiziter gewesen, Madame Toussaint hat deckt mit Kreditimpôt. Dann hätte ich noch eine weitere Frage, was den Index betrifft. Ich habe die ganze Zeit just über die Indextranche gesprochen, die den Salär betreffen. Wie gesagt, du sagst mit den anderen Services oder zum Beispiel Allokationen oder Kannergeld, die sich auch indexiert sind. Wie gesagt, du mal da aus, ging das dann auch recht notrechtlich funktionieren oder ging du trotzdem im August schon zum Beispiel Kannergeld erreicht gehen? Ich meine, wir haben gesehen, dass man von einerseits Sachen, die nicht nur in den Kreditimpôt können fallen, wie zum Beispiel den CDS, den Bursche für die Studenten, die sind ja, wenn sie so will, indexiert gehen, dadurch, dass man sie revalorisieren, anpassen und die Inflation. Dasselbe beim Revis.
aber bei dem Revenu minimal für die Leute für handicapiert Leute auch du könnt ihr eine spezielle mesure dat sind mesuren die an die Richtung gehen beim Kannergeld also nicht ugedurcht mit du wirst das für kurzem Index also ja last year jo nach Anfang adaptiert gehen als indexiert gehen als dass beim Kannergeld du nicht fix ist. Just für sicher zu sehen, dass ich all guten Sachen, die indexiert sind, das ging dann auch am August gegen diese nicht applizieren. Genau. Ja. Okay. Vielleicht eine politische Frage, vielleicht den Minister Fayo, hat nicht ein bisschen Eindruck von der Heimat auch von einer exzeptionellen Mesure aus, aber vielleicht mal ein bisschen salopp ausgedrückt, den besseren Index erfand hat, weil er mehr selektiv ist, weil die nicht mehr profitieren wie die ewige Kategorie vom Salär. Kann das so ausdrücken, respektive was für eine Reaktion darüber? Also den Viergaben an den Parti privé ha effektiv vun Ufang gouf so man wat selektiv ass mir hu kein unbegrenzten Moier missen an enger Situationun, die och budgetär net einfach ass, wo man net wësse wat passeieren an den nächste Main iwwer die nächst 2 Joer. Dafür können man net lo ganz bret streen, dafür man dat zibléiert. Dat war die Idee du han das auch mensch effektiv eng Premier, dass man dat op so eng am Fong präzis an pointéiert da derweis machen vun den Kantilen ausgoen, wie den Serge Legrazza, der just gut expliziert huet, wirklich gucken do wo de verlocht gëtt un Kafkraft an net dann kompensieren. Wir sehen noch par ailleurs, dass den Index den Effekt hat, und ich will das nicht bewerten, dass wenn ein voll spielt und an den ewigsten Revenuen am Anfang ausschlägt, an mehr am Anfang kompensiert oder mehr Kaufkraft nach Gott, wie das verloren geht und durch den Effekt von den hohen Energiepreisen an anderen Depensen, das doch immer dazu dienen, dass die Komposition von der Konsumation vom Warenkorb zwischen den verschiedenen Menagen an den verschiedenen Revenusklassen ernst als von dem engen zu machen. Da gibt es schon effektiv Diskrepanzen an war wirklich die Idee an wirklich die Parti pris von Anfang an für ob eng sozial selektiv und ob eng sozial gerecht Weise do wirklich zu intervenieren an du hast der Kredit d'impôt natürlich ein super Instrument, wo die Energiekrise und die Situation am weitsten geht. Ich meine, das war effektiv für die ganze Regierung wirklich wichtig, dass man die am meisten Kaufkraft verlust eben hun, dass man die kompensieren, dass man die, wie man euch erklärt hat, wirklich largement kompensieren. Wie gesagt, ob ein sozial gerecht an ob ein cibléiert aderweise, und ich meine, da tun wir wirklich ganz gut mit diesem neuen Kredit d'impôt Energie fertig bricht. Wir können weiter froh sein, dass wir alle gute Merci nach schönen Abend. Merci.